Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum 4. Bundesligaspieltag 0:5 bei Werder Bremen gewonnen. Ein sehr, sehr starkes Spiel von uns und wir gehen mal rein, wir gucken mal, was unser Coach zu erzählen hat. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue und ich bedanke mich dafür. Und jetzt rein in den Bums. Natürlich heute ganz zufrieden sein und ich glaube, es war wichtig auch richtig diese Vorbereitung zu machen für was für uns immer ein gefährliches Spiel ist und letztendlich muss ich sagen, haben die Jungs natürlich sehr gut gemacht und die Druck ist natürlich immer da für uns, dass wir gewinnen müssen, noch vielleicht gut spielen müssen und heute, wenn das klappt, dann ist es natürlich gut für uns. Also ja, nochmals und es war eine fantastische, super Stimmung und einfach ein gutes Spiel für uns. Okay, vielen Dank. Ole, bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, guten Abend. Glückwunsch auch von mir. Vincent, Glückwunsch an die Bayern zum sehr, sehr verdienten Sieg. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Eine Topleistung des Gegners, der natürlich individuell zum Besten gehört, was man im Fußball so sehen kann. Und dann kommt sicherlich auch dazu, dass wir heute nicht unsere Topleistung gezeigt haben. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ich glaube, wir waren in allen Bereichen, die zu einem Fußballspiel dazugehören, unterlegen, haben es vor allem nicht geschafft, wirklich mal für Entlastung zu sorgen oder im Ballbesitz zu bleiben, wenn wir ihn gewonnen haben. Bayern hat uns in diesen vielen 1-gegen-1 Situationen einfach komplett dominiert und deshalb ist das Ergebnis so zustande gekommen und natürlich auch hoch verdient. Für uns geht es darum, aus diesem Spiel zu lernen, natürlich die Dinge zu analysieren, die heute nicht gut waren, ja, aber vor allem uns auch an den Dingen orientieren, die wir in den letzten Wochen sehr gut gemacht haben, denn wir spielen nicht alle Tage gegen Bayern, sondern ja, jetzt kommen wieder andere Mannschaften und ja, sorry Leute, nicht mein Fail, ja. Ich guck mal, ob ich es nachbearbeite für euch, dass ihr das von Anfang an auf einem vernünftigen Level habt vom Ton her. Katastrophe, Alter. Das ist ja noch Amateur da wie die Pressekonferenz beim FC Bayern, Alter. Da gilt es für uns an den Dingen zu orientieren, wie ich es gerade gesagt habe, die wir über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut gemacht haben. Heute ist es uns nicht gelungen, eine gute Leistung zu zeigen. Der Gegner hat eine gute Leistung gezeigt und deshalb ist das Ergebnis auch in der Höhe zustande gekommen. Vielen Dank. Ja, also ich denke auch, dass es heute auch zum großen Teil an uns lag, ja. Ja, wie gesagt, die ersten 20 Minuten war Bremen wirklich stark, war organisiert hinten. Wir haben es trotzdem geschafft, dann die Tore zu erzielen. Ja. Und vor allen Dingen haben wir es geschafft, dank Minjay und Upa heute die Bälle auch frühzeitig wegzuverteidigen, wenn Bremen erstmal versucht hatte, in die Räume zu spielen. Ne? Ja, Olaf, dir vielen Dank. Ich habe gerade schon gesehen, eine Frage gibt es hier vorne schon. Bitte einmal das Mikro, erste Reihe in die Mitte. Eine Frage an Vincent Kompanie. Wie beeindruckt waren Sie von der Leistung von Michael Olise heute und können Sie kurz sagen, was ihn so auszeichnet, was ihn besonders macht? Ja, er hat uns geholfen, die Null zu halten. Nein, aber hat er aber auch. Ja, ich erinnere mich an 2 Szenen, wo er wirklich stark mit nach hinten gearbeitet hat. da natürlich ein ganz besonderes Talent, ist ein guter Spieler, ich glaube. Ich werd natürlich sagen, das ist die Luxus von Bayern. Wir haben sehr viele gute Spieler. Wir haben uns gewünscht, auch eine große Karte zu haben. Das heißt, dass wir auch immer starke Ersatz haben in jedem Spiel. Und Michael hat das von Anfang an gut gemacht. Und wenn er so weitermacht, kann er nicht viel besser könnte er nicht anfangen für den FC Bayern. Aber er muss auch weiter leisten, wie er das gemacht hat bis jetzt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Junge ist, die viel Druck spürt. Er genießt Fußball und das war heute ein gutes Spiel natürlich. Das ist Markus Balzwart von der Bild-Zeitung, bitte. Ole, hast du schon, was soll man sagen, einen Ansatz, eine Erklärung dafür, warum so viele Spieler nicht an ihr Limit rangekommen sind? War vielleicht die Ehrfurcht vor dem Gegner doch größer als erhofft?
Ich glaube, dass so, wie ich es auch vor dem Spiel hier schon mal gesagt hatte, Bayern verteidigt 1 gegen 1 über das ganze Feld und dann ist es uns heute gelungen oder nicht gelungen, uns in diesen Situationen zu behaupten. Das hat sicherlich auch mit der Qualität des Gegners zu tun. Und wenn du dann vielleicht auch nicht diesen Moment hast, der dich in ein Spiel bringt, weil du mal in der Tiefe was auflösen kannst, weil du mal im Ballbesitz bleiben kannst, dann fehlt dir vielleicht auch irgendwann dieses Vertrauen oder dieses Gefühl auf dem Platz, dass was geht. Und ich glaube, die Bayern haben heute nicht zugelassen, dass dieses Gefühl entsteht. Ich glaube, das war für alle greifbar. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben heute nicht zugelassen. Na, wenn wir gerade auch mal die ersten 20, 25 Minuten nehmen, wo ich schon sagte, wo Bremen wirklich stark stand hinten, aber die haben den Ball ja nicht einmal über länger wie 10 Sekunden in eigene Reihen gehabt. Ja, immer wenn sie den Ball gewonnen haben, haben wir direkt den Ball zurückgewonnen. Ja. Deshalb sind das, glaube ich, eher so die Punkte, als dass man jetzt sagen könnte, wir wären ehrfürchtig gewesen. Wir wussten um die Qualität des Gegners. Ja, wir sind jetzt auch nicht die erste Mannschaft in den letzten Wochen, die ähnliche Erfahrungen macht. Deshalb hatte es weniger was mit Ehrfurcht zu tun, als einfach mit der Qualität dann auch, die Bayern heute auf den Platz gebracht haben und die dann einfach noch ein Unterschied war zu unserer Qualität heute. Aber in die erste Reihe bitte. Auch eine Frage an Vincent Kompany. Wir haben ja jetzt viel über die Offensive von Ihrem Team gesprochen. Heute hatte aber Ihr Gegner Werder Bremen auch 0,0 Expected Goals, also quasi keine Torchance. Was ist dafür der Schlüssel in Ihren Augen? Yeah, I'm going to answer this question in English, but like I said, I'm humble enough as a coach to give credit to the players. You know, I was in a position last season where you play against teams with better players, clubs who are much more wealthy than your club, and sometimes, if top players run. And if top players fight for each other, then I know that that's a big part of the job. After that, there's of course an idea behind everything we do. There's you know, it's a club that has a great tradition of success. So there has to be, but in the end, you ask about the expected goals. It's because the guy who scored 2 goals was running for his teammates. It's because the other guy who scored already 11 goals, I think, in the start of the season, or 12 today, speaking about Harry, was running for the team. It's because, you know, Gnabry, Coman, Leroy Sané, all these guys are running for the team. Then whether we score or not, that's their quality. Whether we concede or not, that's because defenders know what to do in 1v1 situations or when they have to defend the box, and we do it together. So like I said, I think I can stay realistic enough to just give credit to the players, but they deserved it today. Ja, ganz interessant, die Aussage. Ich versuche es mal sinngemäß wiederzugeben. Er hat natürlich gesagt, also erstmal, dass er Kredit für die Spieler gibt. Ja, wenn Top-Spieler zusammen arbeiten, füreinander arbeiten, dann kommt das zustande. Ja, und er hat gesagt, er gibt halt Kredit für die Spieler, und heute haben sie ja das mal zurückgezahlt, und das sehe ich. Ja, wie gesagt, ich habe heute Min-jae und Upa super stark gesehen. Die haben heute alles wegverarbeitet nach vorne hin, was kam. Ne? Aber natürlich muss man dann auch, wie gesagt, ich erinnere mich an Pavlovic, eine Szene, wo er dann wo er den Upa unterstützt hat, wo er weggearbeitet hat. Ich erinnere mich von Michael an 1, 2 Szenen, die er defensiv weggearbeitet hat für Conny, der nicht da war. Ich erinnere mich an Davis, der 1, 2 Szenen gut gearbeitet hat nach hinten. Ich denke, auch den wird er mit in die Verlosung nehmen heute mit dieser Aussage. Ja, und am Ende hat er gesagt, dass natürlich die ganze Mannschaft da gefragt ist, ja nicht nur die Innenverteidiger. Ja, die ganze Mannschaft gut in den Räumen verteidigt. Ja, und das hat sie heute getan. Und ja, da gehe ich mit. Aber ich würde heute Upa und Min-jae herausstellen, weil wir haben in den ersten Spielen auch sie hart kritisiert. Heute haben sie aber in diesen Zonen wirklich jeden Ball gewonnen. Ne? Und dann sieht das so aus, wie es aussah, die ersten 20, 25 Minuten. Ne? Dass die Bremer nicht länger wie gefühlt 10 Sekunden, wahrscheinlich waren es 30, vielleicht mal am Ball waren. Ne? Jeder Ball, der versucht wurde, nach vorne zu spielen oder auf den Stürmer zu spielen, wurde offensiv weggearbeitet. Sowohl von Min-jae
der da mehr im Fokus war als Upper. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Bremen versucht hat, explizit über die Seite zu spielen, explizit über Minjay zu spielen. Er hat aber ein super Spiel gemacht. Er hat jeden Ball offensiv wegverteidigt. Ja, hat nicht einen Fehler drin gehabt. Den ersten Fehler hat er dann in der zweiten Halbzeit gehabt, habe ich in meiner Spielanalyse gesagt. Das war aber auch der einzige Fehler, der heute da war von Minjay. Ja, ansonsten war es eine hochkonzentrierte Leistung. Und dann sieht man den Unterschied. Ja, dann sieht man den Unterschied, wie, wenn wir die anderen Spiele jetzt mal nehmen, wie das aussieht, wenn die Innenverteidiger diese Zweikämpfe dann gewinnen. Ja, dann sieht das nämlich so aus, wie es heute aussah. Wenn wir diese Zweikämpfe verlieren, dann wird es natürlich schwierig, dann sieht es natürlich ganz anders wieder aus. Ne? Ich gehe mit, dass das als Mannschaft geschieht, dass das Verteidigen oder auch das 1 gegen 1 Spielen über den ganzen Platz, vorne das Pressen. Wir haben heute auch viele Bälle vorne schon weggeholt. Aber wir haben auch viele Bälle gesehen, die halt auf Minjay gingen, gerade in der ersten Halbzeit. Und er hat die alle geholt. Ja? Und das war heute der Unterschied, im Gegensatz zu Spielen wie sonst. Und dadurch lässt du den Gegner ja auch nicht ins Spiel kommen. Ja? Wenn der Gegner mal Entlastung hat und mal 1, 2 Angriffe fahren kann und sieht, es geht, dann kommt natürlich auch Zutrauen. Aber wenn du alles wegarbeitest, wenn die ganze Zeit hoher Druck da ist auf den Gegner, ja, dann sind wir da, was auch der Ole Werner sagte, ja, dann verlierst du oder dann kommst du gar nicht in die Situation rein zu sagen, wow, guck mal, es geht doch, hier gegen den FC Bayern, läuft doch für uns, ne? Ja, von daher nochmal aus meiner Sicht Kompliment an Minjay und Upper. Björn Knips von der Deichstube, bitteschön. Ole, wir haben gerade über die Expected Goals gesprochen. Wie sehr schmerzt es dich, dass ihr nicht einen einzigen Torschuss hattet? Ja, was heißt Schmerzen? Ja, soll er sich jetzt freuen oder was? Das ist eine Konsequenz aus dem Unterschied, den man heute gesehen hat zwischen zwei Mannschaften. Und ich glaube, wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit 1, 2 Situationen, wo wir in den Strafraum kommen, wo wir dann den letzten Ball nicht anbringen. Wir haben auch zum Ende des Spiels ein paar Situationen, wo wir sicherlich abschließen können. Wenn ich an Keke denke, wenn ich an Senne denke, wo dann dieser Wert anders aussehen könnte. Naja, also ich habe ein Ding gesehen, das war zweite Halbzeit, ja, wo ich weiß nicht, wer es war, wo der Ball dann da zurück auf 14 Meter Entfernung zum Tor war. Und anstatt dass der Spieler direkt schießt, da nochmal einen Haken schlagen will und sowas. Das ist die einzige Szene, wo ich mich erinnere, ja, da wäre ein Torschuss bei rumgekommen. Ansonsten habe ich keine Szene gesehen, wo man jetzt gesagt hätte, wow, dann hätten sie da den Ball noch angebracht und da, dann, aber nee. Ja, wo uns generell dann in diesen Situationen vielleicht Zielstrebigkeit gefehlt hat, aber so wie ich es gesagt habe, wir haben es kaum geschafft, mal einen Weg nach vorne zu finden. Wenn eine Mannschaft 1 gegen 1 verteidigt, musst du dich in der letzten Reihe behaupten können, musst du auch irgendwo eine Geschwindigkeit. Ja, er sagt es ja gerade, ne? Sehr, sehr, sehr guter Ansatz, unterstreicht nochmal das, was ich gerade gesagt habe, ja. Da musst du in der letzten Reihe, und die war heute einfach brutal stark bei uns. Ja, die letzte Reihe hat nichts zugelassen mit Minjay und Upper. Gar nichts. Haben, um in der Tiefe oder um die Tiefe bedrohen zu können. Wir haben das nur in Phasen überhaupt mal geschafft, wirklich in diesen Räumen oder in diese Räume zu kommen. Und wenn wir da waren wir sehr, sehr unsauber oder eben halt auch nicht wirklich zielstrebig genug. Deshalb ist es einfach eine Konsequenz aus dem Unterschied heute zweier Mannschaften. Und ob der Wert jetzt bei 0,0 ist, ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir gerade auch in den Situationen zweite Halbzeit zum Ende dann zumindest einen Schuss aufs Tor abgeben und dann nicht nur bis dahin in diesen wenigen Situationen ordentlich spielen, sondern dann eben halt auch einen Abschluss nehmen. Aber unterm Strich hätte es sicherlich heute an dem Spiel relativ wenig geändert. Das ist richtig. Oliver Jensmet. Ja, Frage an Herrn Kompany. Sie hatten auch vor dem Spiel gegen Kiel daran erinnert, dass Sie wissen, wie sich Kiel fühlt. Jetzt haben Sie wieder gesagt, Sie wissen auch, wie es ist, wenn man nicht die besten Spieler in der Liga hat. Was macht es eigentlich mit Ihnen als Trainer? Man mit Burnley aufgestiegen, gefühlt immer gewonnen, letztes Jahr gefühlt meistens verloren. Jetzt bei der Mannschaft, wo man fast immer gewinnt und bislang immer gewinnt. Muss man sich als Trainer dann auch mal wieder dadurch neu erfinden jedes Jahr, weil es eine ganz andere Situation auch für Sie ist dadurch? Yeah, I think the key thing is to not believe that you are special when you're winning and to not think that you are bad when you're losing. It's in the end, the both situations are fantastic learning opportunities, and you try everything. You put your job. It's day and night. There is no stopping. You come home, you're thinking about the game. You and that doesn't stop because you win or lose. But the picture you have of yourself, I think it's
it's ridiculous to think of yourself as special if you're winning, and it's ridiculous to think of yourself as bad if you're losing. That's what I've learned in the last 2 years. I've gone from 101 points to 20 points. And then now, you have guys scoring goals. But the main thing for me, what I know from my experience as a player, even just as much as a coach, that if good players run for the team and run for each other, it just increases the probability of winning. And then tactically, you add whatever you believe in. Ja. Martin Globisch, bitte. Also er sagte, man sollte Niederlagen nicht so, übersetzt, sinngemäß nicht so stark bewerten, sich nicht so runterziehen lassen und auch bei Siegen nicht abheben und denken, man ist jetzt der Größte oder der Geilste. Ja. Und er hat beide Sachen natürlich erlebt. Mit Burnley hat er ja gesagt. Und er sagt, am Ende macht es keinen Unterschied. Ob du gewinnst oder verlierst, du kommst nach Hause, denkst schon an das nächste Spiel. Ja. Und das ist es. Ne? Ja, und da gehe ich mit. Am Ende hat er noch gesagt, dass es halt, wie er vorhin schon sagte, so die Top-Spieler müssen für das Team arbeiten, ne? Für das Team und für sich. So, und dann kommt der Erfolg ganz von sich. Ich habe eine Frage an Ole Werner. Ja, nach diesem fast schon grausamen Spiel, wenn man das gegen frühere Bayern-Spiele vergleicht, wie bringt der Trainer die Mannschaft jetzt für die nächste Aufgabe wieder in die Spur? Ja, wir können das Spiel heute analysieren, das werden wir sicherlich morgen tun, aber es geht für uns natürlich auch darum, die Dinge richtig einzuordnen und uns an den Dingen auch zu orientieren, die wir... Naja, sind wir ehrlich, bei 0,0 Expected Goals Werten, also nicht einen Torschuss zu haben, brauchst du nicht viel analysieren, oder? Da musst du einen Strich drunter machen, musst das abhaken, sagen, der Gegner war einfach eine Klasse besser und wir müssen das nächste Mal vielleicht mit mehr Einsatz versuchen wettzumachen und gut ist. Über einen sehr, sehr langen Zeitraum jetzt schon ordentlich machen, die wir auch dieses Jahr schon gut gemacht haben, und das wird unser Weg sein. Ja. Wie gesagt, wir wissen, gegen welche Qualität wir heute gespielt haben, wir haben uns mehr vorgenommen, wir hätten gerne eine bessere Leistung gezeigt, wir hätten auch gerne ein besseres Ergebnis, aber wir wissen, diese Dinge trotzdem einzuordnen, und wenn die Bayern in dieser Verfassung sind und wie gesagt bei uns eben halt auch ein paar Prozentpunkte fehlen, dann ist das ein Klassenunterschied. Da sind wir nicht die erste Mannschaft und sicherlich auch nicht die letzte Mannschaft dieses Jahr, die das erfahren wird. Christian Kamp von der FAZ. Herr Kompanie, Sie haben jetzt gegen Bremen gespielt, auch gegen andere Gegner, die, sagen wir mal, doch ein anderes Kaliber darstellen als Leverkusen in der kommenden Woche. Können Sie mit genau diesem Ansatz, mit diesem Pressing, Gegenpressing, Hochpressen genauso gegen Leverkusen spielen, oder glauben Sie, dass es da Anpassungen geben muss? Ich weiß nicht. Ich muss erst nochmal die Analyse machen von den Gegnern. Mein Fokus war jetzt nur auf Wolfsburg, Freiburg, Kiel und jetzt Bremen. Und ab morgen geht es nur um Leverkusen. Aber wir haben schon der eine oder der andere Spiel gemacht in die Vorbereitung gegen Tottenham zum Beispiel. Zweimal. Das sind keine schlechten Spiele natürlich. Und wenn ich mich jetzt gut erinnere, in diese Zeit, wo ich gegen eine Top-Bayern gespielt habe, habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt wenig Druck bekommen von den Gegnern. Die haben immer viel Druck gemacht, die waren immer gut am Ball. Ob wir das leisten können, das werden wir sehen, aber es ging jetzt erstmal um diese 4 Spiele und danach geht es um Leverkusen. Schauen wir mal. Ja, vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Wie gesagt, nochmal, selbst wenn wir das Spiel verlieren sollten und du gewinnst alle anderen Spiele, dann wirst du am Ende trotzdem Meister werden. Ja, also wir müssen jetzt nicht zu viel an deinem Spiel aufhängen. Natürlich wäre es schön, oder ich erwarte auch ein gutes Spiel und ich denke auch, dass wir mit dem Sieg davon gehen werden. Und es wird natürlich ein anderes Spiel werden, wie wir bisher gesehen haben. Ja, und wir werden mit Sicherheit Probleme bekommen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht schlägt dann die Stunde eines Palinjas und eines Pavlovic in der Mitte und Kimmich als Rechtsverteidiger. Weil wenn wir das gesehen haben, also ich denke, Conny Leimer als Rechtsverteidiger gegen Leverkusen wäre ein Eigentor. Ja? Aber wie Kompanie es sagt, jetzt die Woche geht's dann in Richtung Leverkusen. Ne? Und ich bin sehr gespannt dann auf die Aufstellung, auf das Spiel. Und wir müssen keine Angst haben, Alter. Wir sind der FC Bayern, wir müssen an unsere Stärke glauben und wir müssen uns jetzt nicht irgendwie
irgendwie verstecken und was weiß ich was. Ja. Wahrscheinlich wird es 1, 2 kleine Anpassungen geben, ja, natürlich. Aber am Ende des Tages, wir müssen unsere Stärke auf den Platz bringen. Und wenn wir dann 5 Tore schießen müssen, weil wir hinten 4 kriegen, ja, dann müssen wir das machen. Einmal hinten Tim Lüdecke vom Kicker, ganz letzte Reihe. Oder auch vor dem Hintergrund der nicht bestehenden Torchancen. Du hast zur Halbzeit beide Angreifer vom Platz genommen, Mitch ungewöhnlicherweise nach vorne gezogen. Kannst du einmal erklären, was du dir dabei gedacht hast? Ja, ich glaube generell war für die Offensivspieler heute oder alle Offensivspieler, egal ob erste Halbzeit, zweite Halbzeit, hatten glaube ich heute einen schweren Stand in diesen direkten Duellen. Wir haben kaum eins für uns entschieden und wir haben es dann in der zweiten Halbzeit mit einer anderen Kombination versucht, aus einem Spieler, der grundsätzlich seine Stärken mit Keke eher in der Ballsicherung hat, der sich trotzdem damit auch schwer getan hat und auf der gleichen oder gleichzeitig wollten wir trotzdem auch weiter tiefer auf dem Platz behalten und wir haben es mit Mitch auch im Training ausprobiert. Auch da hat es gut funktioniert und ist grundsätzlich ein Spieler, der uns auch im Offensiven viel geben kann und deshalb war das der Gedanke dahinter. Und noch einmal hier vorne, eine und dann. Eine Frage noch an Vincent Kompanie. Morgen ist das Oktoberfest. Wie viel Party ist denn erlaubt für die Spieler und ab wann denkt ihr nur noch an Leverkusen? Ja, erstmal wichtig, die haben heute gewonnen. Also jedes Spiel muss man respektieren und das war wichtig heute, dass wir gewinnen und die dürfen natürlich zufrieden sein und die dürfen natürlich und dann morgen ist Tradition und Tradition muss man respektieren, also wir gehen alle dahin und es muss auch Spaß sein und danach ab Montag geht es nur noch um Leverkusen und die Vorbereitung von diesem Spiel. Zum Abschluss haben wir noch Björn Knips von der Deichstube. Hat sich erledigt, alles klar. Dann den Bayern alles Gute für die weitere Saison. Ihnen und euch einen schönen Abend. Danke. Ciao. Ja, sehr bodenständig wie immer und natürlich auch richtig. Ja, also wir haben, Leute, lasst das Revue passieren. Wir haben jetzt 6 Spiele. Ich weiß nicht, wie viele Tore wir geschossen haben. Abartig viele. Ja, wir haben heute zu 0 gespielt mit dem Ulle. Und ja, na klar. Kannst du dir da morgen mal ein Bierchen gönnen, der möchte. Und am Montag geht's dann auf das Leverkusen-Spiel. Ja. Und danach spielen wir noch Aston Villa, dann noch Frankfurt, dann ist Länderspielpause, danach spielen wir gegen Stuttgart und gegen Barca. Und ich denke, wenn wir da sind, an dem Punkt, nach dem Spiel gegen Barcelona, ich glaube, dann können wir mal ein Fazit ziehen. Ja. Aber bisher sind wir auf einen grandiosen Weg. Ja, wir haben natürlich immer noch was zu mosern. Wir werden immer was zu mosern haben beim FC Bayern. Aber nach einem 9:2 und einem 15:0 gibt es nichts zu meckern. Ja? Und wenn wir heute mal gesehen haben, dass was beide Innenverteidiger dann auch zu leisten sind. Ja, na klar, war es dann nur Werder Bremen. Ja, wir können das wieder kleinreden. Ich bin weit davon weg, das klein zu reden. Du musst auch erstmal Werder Bremen so im Griff haben und wir werden sehen, was es am Ende des Tages jetzt die ersten 6 Spiele wert waren nach dem Spiel gegen Leverkusen. Ne? In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch ein wunderschönes Restwochenende. Wir sehen uns Montagabend im Stream, 18 Uhr, wer Bock hat. Und dann werfen wir mal einen Blick voraus und einen Blick zurück. Ne? In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.